dass da was zusammenkommt, wenn jeder einen ganz kleinen Teil dazu beiträgt. Das finde ich unglaublich, unglaublich bewegend. Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben. Hallo und herzlich willkommen zu Intermezzo, dem Talk zwischen Rhein und Reben. Heute im fast schon Herbst, kann man sagen. Am Mikrofon heute Jasmin Schulz und Jürgen Schaaf. Also wir begrüßen euch und hoffen, dass ihr alle wunderschöne Sommerferien gehabt habt. In diesem Sinne auch ein herzliches Hallo zurück aus der Sommerzeit. Genau. Wie war dein Urlaub, liebe Jasmin? Oh, danke, Jürgen, für die Frage. Sommerurlaub war lang, gute 3 Wochen mit vielfältigen Begegnungen, Ruhephasen, aber auch wunderschönen Momenten mit Freundinnen und Freunden und der Familie und dem Meer. Du warst am Meer. Also bei Lübeck am Meer. Ostsee. Die Ostsee, genau. Und das war schon wunderschön, den Geruch wahrzunehmen, auch mal ins kalte Wasser zu hüpfen. Es tat unglaublich gut. Hast du bestimmt auch sehr viele Fotos, sprich Bilder gemacht, oder? So einiges. Wobei, nee, tatsächlich nicht ich. Ich hatte mein Handy eher auf Halte, aber dafür mein Mann, der hat dafür den Urlaub festgehalten und das auch immer mal wieder mit ein paar Familienmitgliedern geteilt. Genau. Früher hat man ja noch Postkarten geschickt, heute schickt man Posts. Allerdings. Oder Memes. Das macht ihr auch gerne, habe ich schon mitgekriegt, ja. Genau. Aber sag noch mal kurz, Jürgen, ich falle dir noch mal kurz ins Wort. Wie war denn dein Urlaub oder deine Sommerzeit? Bis auf die Anreise, die war ein bisschen spannend, eigentlich schön. Ach, sag Aber ich war bloß. gar nicht so weit weg, ne? Also ich war ja auch an der quasi Ostsee, nur in Schweden, aber an dem Teil, der zur Ostsee hin liegt, sozusagen. Hätten wir uns mal zuwinken können, oder wie? Ja, im Prinzip schon, ja. Das war da in der Nähe von der Insel Öland. Da hätte man um die Ecke runter winken können, so Richtung Lübeck, ne? Wo ihr gewesen wart. Vielleicht war es ja auch sogar in der gleichen Zeit. Oder beim Hoch- und Runterfahren hätte man sich vielleicht zuwinken können. Also meine Frau und Sohnemann, die sind ja schon, die hatten 5 Wochen Sommerferien. Ich nur 3, das heißt, ich bin also dann quasi nachgekommen. Die hatten das Auto mit dabei schon und das ganze Gepäck. Und ich habe dann einen kleinen Rucksack gepackt und dachte, ich hoffe, es ist kein Wahn mit der Bahn. Und fahre dann einfach mit Zug nach. Also ich habe da voll das günstige Ticket gekriegt. Und ja, dachte, okay, ich fahre sonntags, da dürfte nicht so viel Verkehr sein. Wobei die Verbindungen sonntags wahrscheinlich auch ein bisschen reduzierter sind als unter der Woche. Und laut Plan der Bahn hätte ich in 14 Stunden dort sein sollen. Und ja, im Auto fährt man auch so lange ungefähr, wenn man jetzt macht. Also ich fuhr dann morgens los, Mannheim, 20 Minuten Umsteigezeit, kein Problem, ich war pünktlich. Wir fuhren weiter, Frankfurt vorbei, Richtung Hannover. Wir waren sogar gut in der Zeit. Und plötzlich standen wir im Dunkeln, mitten im Tunnel, irgendein Problem. 20 Minuten Aufenthalt. Ich dachte schon, vielleicht muss ich eine Tunnelwanderung machen, raus ins Licht oder so, ne? Hat man auch nicht alle Tage solche Erlebnisse. Dann mussten noch irgendwelche Menschen von anderen Zügen bei uns mitfahren, weil deren Zug irgendwie defekt war. Also es war da wirklich so ein bisschen Chaos. So, und wir waren ja dann eigentlich schon zu spät. Der nächste wäre dann, wenn wir ankommen, schon 5 Minuten weg gewesen. Ich habe dann mal die Zugbegleiterin gefragt, wie denn die Chancen stehen, dass wir da noch rechtzeitig ankommen. Und sie meinte, ja, wir sind da schon am Telefonieren, ob der nicht wartet, der Zug von Hamburg nach Kopenhagen. Weil sie sehen in der App, dass mit mir noch knapp 100 andere Menschen genau diesen Zug gebucht hatten. Also es war nicht nur ich, sondern 100 Menschen in meinem Zug wollten dann. Und es ging wirklich um 5 Minuten. Der Zugführer, also der Lokführer, der hat dann Gas gegeben und wir waren dann tatsächlich 3 Minuten vor Abfahrt des anderen Zuges da. Aber es war halt ziemlich knapp. Ich hatte das Glück, ich hatte nur eine kleine Tasche bzw. einen Mini-Rucksack mit dabei. Ich bin Zug raus, im Sackbahnhof Hamburg hoch, Treppe rüber, Treppe runter und rein. Und ich glaube, nach 30 Sekunden oder 1 Minute ging die Tür zu und der Zug fuhr dann pünktlich ab. Die anderen, die mit großem Koffer erstmal Treppe hoch und runter gemusst haben, ich glaube, die haben es nicht gepackt.
Und der nächste Zug, das war eigentlich auch klar, der 2 Stunden später dann nach Kopenhagen fuhr, der war schon so gut wie ausgebucht. Wo ich dann denke, also wegen 2 Minuten oder 3 Minuten Fahrplan hin oder her, also für 100 Leute dann einen Zug nicht 3 Minuten warten lassen, das fand ich dann schon echt krass. Oh, Also voll. ein Wie ärgerlich. Ich kam dann pünktlich an, glücklicherweise. Also, aber ich habe dann echt stark an die Menschen denken müssen, die es dann nicht geschafft haben und wie die dann wohl weitergekommen sind. Ne? Egal, aber Das ansonsten war es glaube ein ich. wunderschöner Urlaub. Wir hatten echt gemütliche 25, 26 Grad. Es war nicht zu warm und nicht zu kalt. Lagom, genau richtig, wie der Schwede sagt. Insofern hatten wir da echt eine gute Zeit. Genau. Das hört sich ja wunderbar an. Als ob ihr auch wunderschöne Momente gesammelt habt, Ja, oder? natürlich habe ich auch zigtausend Fotos Ja. gemacht, aber die meisten habe ich nicht geteilt. Es gibt ja viele, die teilen ja dann die Bilder, wie gesagt, ne? Genau, stimmt. Bei Instagram, bei Facebook und so weiter und Co. Oder den netten Statusmeldungen. Da bleibt man ja auch up to date, gerade in so einer aufregenden Zeit wie in der Sommerzeit, wenn viele Menschen viel und weit irgendwie reisen und unterwegs sind. Ja, das sind Fotos, Bilder, Eindrücke, Momente, die man gerne mit anderen teilt. Ja, und ich habe so den Eindruck, also wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht so viel geteilt. Ich sehe zwar im Status dann natürlich, wenn ich mal reingucke, wer gerade wo ist, weil das dann im Status halt drin bringt. Aber ich finde, man macht da auch ganz viele Bilder für sich selbst. Wo man dann zum späteren Zeitpunkt einfach da nochmal das Revue passieren lassen kann, ne? Also mir ist in dem Kontext fällt mir das Lied ein von Jonathan und Laurent, das habe ich ganz früher mal gehört. Das heißt, ich sammle Farben für den Winter. Das ist diese Geschichte von Frederik, der Maus. Kennst du bestimmt, oder? Na klar, So der mit- Frederik, der sämtliche Sachen sammelt. Genau, und der sammelt es und kriegt ja dann einen Anschiss, warum er jetzt hier nicht produktiv ist und arbeitet, während die da die Ernte einholen, ne, die anderen Mäuse Genau. für den Winter. Und dann sagt er da, ja, ich sammle ja Farben für den Winter. Und da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob es sogar eine Art Singspiel, Musical oder was war das, die beiden da, Jonathan und Laurent, gemacht haben. Auf jeden Fall haben sie das vertont. Und das ist wahrscheinlich das Lied, das du auch kennst, oder? Ja, genau. Das ist mir bekannt aus meiner Schulzeit. Das habe ich selber mal Ach, mit was. einem Chor aufführen dürfen. Oh. Also, genau, ja, von daher ist mir dieses Lied sehr, sehr nahe. Und ich mag auch einfach dieses Bilderbuch, das es da gibt, weil das eine super ansprechend ist. Also nicht nur bildlich, sondern auch von dem, was es vermittelt. Herrlichst, herrlichst. Und das war dann nur das Lied oder war das dann auch so eine Art Musical? Oder? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich kann es gerade gar nicht mehr sagen. Ich habe nur noch das Lied so sehr intus, aber ich glaube, die Geschichte war auch Bestandteil, aber es war kein Musical. Wie das verflochten war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber dieses Lied ist mir sehr, sehr hängen geblieben. Genau. Aber wir können ja mal kurz reinhören. Ja, lass uns das machen. Ich sammle Farben für den Winter und mal sie auf ein Blatt Papier. Und wird die Welt eines Tages grau und leer, dann schenk ich meine Farben her. Ja, also das Schöne an dem Lied ist ja, es ist nicht nur, ich sammle Farben für den Winter und mal sie auf ein Blatt Papier und wird die Welt eines Tages grau und leer, dann schenke ich meine Farben her. Also das ist, glaube ich, das, was jedem irgendwo, sowohl bei der Geschichte als auch bei dem Lied in Erinnerung bleibt. Ne? Aber der schreibt ja dann noch, ich sammle Licht für alle Blinden oder ich sammle Lieder für den Tauben, der nur die eigene Stimme hört oder ich sammle Hoffnung für die Stummen, der schweigt und tut, was man ihm sagt. Oder ich bin ein Kind, ich bin ein Sammler, ich suche das Schöne dieser Welt. Das ist doch sehr tiefgründig, finde ich. Können wir nachher auch nochmal vielleicht in die eine oder andere Strophe reinhören. Dieses, ich sammle Farben für den Winter und mal sie auf ein Blatt Papier und wird die Welt eines Tages grau und leer, dann schenke ich meine Farben her. Das ist ja ein schönes Bild, finde ich. Ne? Und wie gesagt vorhin, die Mäuse in der Geschichte, die sind ja beim Ernten und Vorräte zusammenschaffen für den Winter und Frederik, der Mäuserich, muss man ja sagen, der verweigert sich da hier aktiv körperlich tätig zu werden und guckt dann eher. Genau. Und sammelt da ganz besondere Sachen, Ja, die erstmal gar nicht so sichtbar oder greifbar vielleicht auch sind. Für Genau. die anderen Mäuse zumindest, die da so sehr
eine feste Arbeit nachgehen. Ja, und es ist ja auch nachvollziehbar, dass die natürlich ja diese feste Arbeit machen, weil es ist ja schließlich Herbst. Genau. Die Früchte sind reif. Es wird geerntet, Erntezeit. Es und wird geherbstet. Genau. Nein, sorry. Entschuldigung. das war jetzt ein bisschen schwäbisch, weißt. Ja, wirklich. Sorry. Genau, es wird geerntet, Erntezeit, und das ist auch genau die Zeit, in der wir uns ja witzigerweise gerade befinden. Ne? Es ist ja jetzt offiziell schon Herbst, glaube ich. Also zumindest meteorologisch ist der Herbst wohl schon da. Das Wetter ist ein bisschen hin und her. Weißt du überhaupt, warum wir 2 Wochen Herbstferien in Rheinland-Pfalz haben? Also es hat was mit dem Herbsten zu tun, oder Jürgen? Du bist jetzt doch schon so lange da. Gucke dass du mal, weißt, was gucke mal. Herbst ist. Wisst ihr, was Herbsten ist? Ja, da draußen, ja. Also, genau, früher, als es noch keine Vollernter gab oder nur wenige, da ging man im Herbst tatsächlich in den Weinberg, in die Wingert zum Herbste. Genau. Und dann steht man da bei Nieselwetter, hoffentlich bei schönem Wetter, und schneidet die Trauben da ab. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, als Kind war ich da oft dabei. Dein Gesichtsausdruck ist gerade sehr ausdrucksfähig. Wenn dann es nieselt, du stehst da und schneidest die Trauben ab, dir läuft die Brühe den Arm dann runter und klebt dir da alles zu. Naja. Aber was das Tollste immer war, muss ich sagen, wenn dann irgendwie eine Pause war, dann sitzt man da auf so einer Rolle, sagt man in der Pfalz, auf so einem Wagen. Und es gibt dann entweder Weinscholle oder Apfelscholle, Traubensaftscholle natürlich. Und dazu gab es dann, Schwarzbrot mit Leberwurst und alle möglichen. Jetzt sehe ich dein Gesicht hier, wie du gerade Hunger kriegst. Ja, Du magst Leberwurst. momentan schon, ja. Achso, Leberwurstbrot mit Senf. Und saurer Gurke, ne? Ja, die Das gehört darf dazu. man nicht Die gehört auf jeden Fall dazu. vergessen. Genau, also das ist schon was Tolles. Und das heißt also, man teilt nicht nur das Leid miteinander, sprich, man steht da drin und erntet, sondern man teilt ja auch schöne Momente, so wie das gemeinsame Essen. Und ich glaube, die Gemeinschaft ist auch das Wichtige dabei. Also nicht nur, dass es gut schmeckt, und wenn man gearbeitet hat, schmeckt es ja umso besser. Genau. Zum Thema Teilen gibt es ja dann auch jetzt logischerweise zum Herbstbeginn, auch in Kirchens natürlich, das Erntedankfest. Ganz genau. Meistens sind das kunterbunte Feste, die da die Gemeinden auf die Beine stellen. Familienfeste auch meistens, in denen die ganze Familie eingeladen ist, also wirklich von klein bis alt, sag ich jetzt mal, wo auch ein schönes Zusammenkommen möglich gemacht wird. Und Liebe geht durch den Magen, wie wir es ja auch gerade schon hatten. Genau. Auch meistens dann mit leckeren Gemüsesuppen, Buffets, Eintöpfen oder vielleicht auch nur also was heißt nur Hotdogs? Hotdogs sind ja auch lecker, aber das kann man ja auch gut teilen, ne? So auf die Hand. Da gibt es schon wunderbare, ich würde es jetzt mal Tradition nennen, bei unseren Kirchens hier. Ja, und Tradition ist ja auch wirklich, dass der Altar oder der Raum, der Bereich um den Altar dann entsprechend bestückt, kann man wirklich sagen, wird. Ne? Also ich erinnere mich dann natürlich, oder ich sehe dann immer so Kürbisse, Äpfel von mir, die da angerichtet werden oder hingestellt werden. Jetzt muss ich mal eine ganz blöde Frage stellen, Jürgen. Gibt es hier, also ich habe es zumindest in den Jahren, in denen ich jetzt hier bin, noch nicht gesehen, auch Erntekronen von Landwirtschaften? Das kenne ich aus Franken. Ja, genau. Daher frage ich, weil in Franken, also in Bayern, da wo ich herkam, gab es nämlich auch, wenn das Dorf oder im Umkreis eben Bäuerinnen und Bäuern waren, meistens Erntekronen, also die wirklich aus Weizen oder einer Getreideart wunderschöne Kronen, also auch zur Ehre Gottes sozusagen gebunden wurden, die dann auch in den Kirchräumen, in den Altarräumen Platz gefunden haben, wo man dann sozusagen die mitgebrachten Gaben schön drumherum stellen konnte. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe die schon gesehen. Und ich meine, ich habe die halt in Franken gesehen. Ja. Und weiß jetzt gar nicht, ob das bei uns jetzt so verbreitet ist. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber wir haben ja Zuhörer und Zuhörerinnen, die können ja mal in die Kommentare schreiben, ob es das bei uns gibt, wo sie sowas gesehen haben. Oder ob es vielleicht andere Traditionen gibt. Also wenn ihr wollt, bitte schreibt uns doch mal. Unbedingt. Wir würden uns echt freuen. Vielleicht echt mal interessant jetzt zu wissen. Vielleicht gibt es das und ich habe es bloß noch nicht gesehen.
lasst uns teilhaben an euren Ernteerträgen. Genau, beziehungsweise an der Tradition. Genau, ja. Genau. Also was ich auf jeden Fall kenne, wie gesagt, ist, dass um die Altäre rum und den Altar rum dann wirklich Ernteprodukte, also sprich Kürbis, Zwiebeln, Äpfel, was auch immer, Sonnenblumen. Ja. Gibt es ja auch. In Dustadt werden die dann hinterher sogar an die Gottesdienstteilnehmer verteilt. Finde ich schön. Eine schöne Tradition. Also das gibt es auf jeden Fall. Und was es auch immer mehr jetzt in letzter Zeit gab, dass es dann auch noch Lebensmittel gibt wie Nudeln, Reis, also im Prinzip verpackte Lebensmittel, die auch ihren Weg an den Altar finden, ne? Zum Erntedankfest. Und in Bellheim, da weiß ich, das ist das, was du gerade gesagt hast, ist es so, die machen dann erst einen Erntedankgottesdienst, Familiengottesdienst und hinterher gibt es ein Gemeindefest. Das heißt also, da geht dann Liebe durch den Magen und auch die Gemeinschaft. Das heißt also, man feiert nicht nur gemeinsam Gottesdienst miteinander, sondern trifft sich hinterher zum Austausch, zum Plausch. Und vielleicht gibt es dann auch die eine oder andere Urlaubsanekdote. Ich dachte jetzt schon, du sagst Leberwurststulle oder so. Vielleicht. Inzwischen gibt es sogar Pfälzer Tapas, ne? Also die so aus Leberwurst und Blutwurst und so bestehen. Okay, aber reden wir jetzt nicht vom Essen, reden wir jetzt mehr von Erntedank. Jasmin singt immer weiter vom Mikrofon weg. Sie kriegt Heißhunger, sieht man ihrem Gesicht an. Okay, ihr könnt es ja nicht sehen, ist ja ein Podcast. Genau. Okay, ja, aber zurück zum Thema Erntedankfest. Da geht es ja um Familienfest, da geht es um Ernten, aber auch um Teilen. So wie im Buch von Leo Leonie, genau, und Frederik. Und Teilen ist, glaube ich, auch was Wichtiges, auch gerade in der heutigen Zeit, oder? Das finde ich schon. Also ich finde es auch unglaublich beeindruckend, wenn man jetzt so durch die Kirchen geht oder auch Aufrufe findet, wo Kirchengemeinden oder auch zum Teil gemeinnützige Organisationen das irgendwie mit übernehmen und dann aufrufen, zu teilen, also Gaben zu teilen und das an eine Stelle zu bringen. Und ich finde es wunderschön, wenn man dann, weiß ich nicht, sich mal die Zeit nimmt, irgendwie durch die Kirchen zu schauen und zu gehen und einfach mal wahrzunehmen, was da alles zusammenkommen kann. Die Vielfalt an Gaben, an Spenden und auch der Geruch, der sich verändert. Also wenn ich so überlege, so der Getreidegeruch oder auch Äpfel, also die Kombination finde ich wunderbar. Und das allein wahrzunehmen und zu sehen, wie viele Menschen sich daran beteiligen können. Und dann auch noch sowas Schönes, Gutes, Lebensdienliches weiterzugeben, weil man ja auch, also nur von seinen Vorräten ja auch was abgeben kann. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und das Zusammenspiel zu sehen, wenn viele Menschen sich denken, etwas Kleines abzugeben, dann entsteht da was Großes draus. Und das finde ich unglaublich schön, das auch an einem Fest wie Erntedank, gerade auch in Kirchengemeinden zu sehen, dass da was zusammenkommt, wenn jeder einen ganz kleinen Teil dazu beiträgt. Das finde ich unglaublich, unglaublich bewegend. Und das Schöne ist ja auch, dass inzwischen bei vielen Kirchengemeinden es der Fall ist, dass das, was dann am Altar steht, dann weitergegeben wird, geteilt wird. Genau. Zum Beispiel an die Tafel. Das heißt also, es kommt ja auch da nochmal einen richtig guten Zweck zugute. Ne? Genau. Ja. Und da kann man ja auch das wirklich weitergeben und damit natürlich auch Freude schaffen, hoffentlich. Oh ja, weil das natürlich nochmal wo ankommt, wo es am meisten gebraucht wird. Also wo es wirklich wichtig ist, dass diese kleinen Teile dort ankommen. Herbstzeit, Erntetzeit, Zeit zum Teilen. Ein wunderschöner Dreiklang. Oh. Eigentlich müsste man an dieser Stelle jetzt einfach mal den Podcast mit diesen Gedanken beenden. Aber apropos Teilen. Also jetzt noch ein kleiner Aufruf an alle, die uns jetzt gerade zuhören. Es wäre echt cool, wenn ihr unseren kleinen Podcast hier in der Mezzo zwischen Rhein und Reben auch teilt. Schickt es weiter an eure Freunde, Bekannte. Verwandte. Dass es einfach bekannter wird, dass noch mehr in den Genuss kommen, unseren Podcast zu hören. Und vielleicht habt ihr auch noch das ein oder andere Thema, wo ihr denkt, da können wir gerne drüber reden oder das würde euch interessieren. Das nehmen wir dann gerne mit auf. Also schreibt es uns in die Kommentare und danke fürs Teilen. Danke. Und fürs Zuhören. Und das sowieso, genau, ja. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen. Wir sagen Tschüss. Jasmin Schulz. Und Jürgen Scharf. Tschüss. Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben.